Seid alle gegrüßt, ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der Sommerprogramm, der intensive Sommerprogramm für jüdische Sprache, Literatur und Kultur aufgenommen von Uriel Weinreich beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut IWO. Und es freut mich sehr, euch alle zu begrüßen. Ihr seid jetzt der Eulen bei unserer Lektienserie, unserer jährlichen Lektienserie wegen der jüdischen Zivilisation. Was kommt vor dem breiten Eulen und der Rückkehr für unsere Verschriebene in die Kursen, sei kybernetisch online und sei Ponem el Ponem in dem Ivo in New York Gufe. Die Kursen kommen vor, also schon, das ist das dritte Jahr. In 2020 haben wir gemacht von der Sommerprogramm, was ist über 50 Jahre gewesen, ein Ponem el Ponem dicke Programm, haben wir das gemacht für ein kybernetisches Programm zu Lieder Magefe. 2 Jahre sind wir alle gesessen in die Stieber und gelernt Jiddisch und geknallt Jiddisch und gelernt sich Jiddisch von der Heim, in der Pyjama, wie bei Wemmen. Und dennoch haben wir in 22 aufs Neue angehäuben die Programm Ponem el Ponem, das heißt, Talmidim sind gekommen von der Gorer Welt in New Yorker Ivo, aber in derselben Zeit haben wir durchgeführt die Programm kybernetisch. Es ist gewesen eine Hälfte Menschen da, physisch, und eine Hälfte Menschen über der Welt durch den Computer. Und vor Jahren haben wir das Mamschel gewinnt, das Jahr euch. Es wächst was einmal mehr a Studentenschaft, was kommt Ponem in New York in Ivo, aber wir haben noch ein Drittel Talmiden, mehr oder weniger, was kommen von der Gorer Welt und bleiben in der Heim, lernen die sich Jiddisch durch uns. Und alle seien warmherzig gegrüßt und die dosige Lektienserie ist euch sehr populär und ist für den breiten Eulen. Die, was darf nach weggehen frei oder willen das hören bei einer Gelegenheit, wollen das können tun durch einen YouTube-Kanal von Ivo. Es ist eine spezielle Freude zu begrüßen Professor Carolina Schimaniak, was gewöhnlich ist sie die letzten Jahre eine Lehrerin bei uns in der Sommerprogramm, aber über dem, was sie ist gegangen, ledig ein Stück Zeit, nicht wie unsere Lehrerin, haben wir sie gehabt, voneinander aufte, was das ist gewesen, zu referieren von unserer Wegen. Und sie hat angenommen unsere Verbettung, Heinz seine mir da aufzuhören, ihr Referat unter dem Titel Ethnographen zwischen Jiddisch und Polisch, ein Kapitel Intellektuelle Geschichte. Ein Wort wegen Carolina, sie ist Assistentprofessor beim Obfehl von Jiddische Limudim beim Bresler Universität oder beim Wroclawer Universität. Und sie ist eine Forscherin beim Jiddischen Historischen Institut in Warschau. Sie lernt Jiddisch über ganz Europa und wie gesagt ist sie auch der Beteiligte in Kursen beim IWO in Meschach von dem Lernjahr und euch hat Sommerzeit. Nur dem Sommer nicht. Dem Sommer haben wir dem Covid sie zu hören referieren für uns. Carolina, hast du das Wort. Ein Dank für uns sein mit uns. Guten Morgen alle beherbe. Ja, gut. Ist seit wir Beuchel, aber es heißt der Referat wird sein ein Stückle Balagan dacht sich. Und das habe ich dafür nicht gewollt, aber zu lieb technisches Sibes wird es öfter sein nicht das, was ich habe vor euch gesehen. Ich hoffe, dass ich will können erklären später, was ich bin da. Euch ich sage, weil ich reden hein wegen 2 Ethnographen, aber jeder, was und jeder wenn, lassen wir anheben von anderen 2 Männer. Und da will ich unterstreichen, als der Fakt, was ich rede, nur wegen Männer. Das mal meint nicht, dass es heißt, ich verstehe nicht die Rolle von Frauen in der jiddischen intellektuellen Geschichte oder das heißt, oder in der intellektuellen Geschichte Bichlal.
Nur es ist takie, und sie sind euch ein Teil von meinem größeren Projekt. Nur das Mal will ich reden wegen zwei sehr wenig bekannte Ethnografen. Was laut mir sind sie, das heißt, gewähren wichtige Wissenschaftler in der zwischen Mohammed Ikrit-Kufe und zu den verschiedenen Sibes, was ich will proben, danke, das mal erklären ein bisschen, sind sie heint Kimat den Ganzen vergessen, nicht den Ganzen vergessen, nur Kimat den Ganzen vergessen. Aber früher, okay, lass mir proben, danke, man wird sehen, meine Präsentation. Die Präsentation sieht man ja nicht. Ich weiß nicht, wie soll ich sie verbessern. Oh. Sagt es gibt aber. Caroline, Ja. man hört perfekt und man sieht euch sehr gut. Ja, Okay, danke. Ja, sehr fein. Gut, so etwas so. Sie haben nicht von die zwei, wegen welcher ich will reden, nur wegen mit zwei anderen. Und einer ist eigentlich gut bekannt, das ist Dr. Max Weinreich. Und der zweite dachte sich im Ganzen unbekannt. Das ist sehr wichtiger polnischer Forscher, Dr. Jan Stanisław Bystroń. Für was will ich anheben von die zwei? Und so haben wir geguckt und das ist ein Briefpapier von es heißt Dr. Max Weinreich und das mal ist mir gewesen euch interessant, es heißt der Reusleg do, die Transliteration von seinen jüdischen Namen und auf den polnischen Steger. Und das ist wichtig, weil wir wollen heute reden wegen die Beziehungen zwischen der es heißt, polnischer und der jüdischen Wissenschaft, Ethnographie, das heißt. Da zitiere ich ein Fragment von einem Brief, was Max Weinreich, er hat sich also untergeschrieben, Weinreich, also wie es steht, geschrieben, da, hat geschickt in 19, oi wei, nein, das nicht, oi, nein, oh, seid mir Michael, oh, wer soll, darf ich das vergleichen? Okay, zu Jan Stanisław Bystroń und entfährt auf seinen Brief. Sie haben sich durchgeschrieben, längere Zeit. Ich bin in ganzen Maske mit euch, Lagabe der Nötigkeit anzuknüpfen Beziehungen zwischen der polnischen und jüdischen Philologie. Dort wegen Philologie, aber es heißt, ich will, es heißt, für mich ist es wichtig, wie man Beweis von sehr interessanten Proof, und mit den wissenschaftlichen Kontakten zwischen der polnischen und jüdischen Wissenschaft in Wilna und nicht nur in Wilna, auch in Warschau und Łódź und andere Universitätsstädte. Und es ist nicht bloß eine theoretische Forderung, nur ein praktischer Bedarf. Was wird mir als klarer in Meschach von der Arbeit, von meiner Arbeit. Und später stellte er eine Frage, was soll man aber tun, כדי zu dergleichen dem Kontakt? Und er schreibt, tak ja so, dem Kontakt, nicht dem Ziel, dem Kontakt. Und die Frage bleibt mit mir. Es heißt, was soll man tun, كדי zu verstehen dem Kontakt, auszuforschen dem Kontakt, weil an dem, und das ist tak das, was ich will dort erklären, werden nennen wichtige Gestalten von der jüdischen und polnischer intellektueller Geschichte. In dem Brief schreibt er euch sehr eine interessante Sache, als die jüdischen Forscher befinden sich in einer besseren Lage, weil sie reden slawische Sprache und die polnische Forscher reden nicht kein Jiddisch und er will helfen, die polnische Forscher verstehen das, was man schreibt auf Jiddisch. Heutzutage ist es nicht der Fakt, aber wegen dem reden wir heute, es heißt nicht, ist takie wegen dem Kontakt zwischen polnischen Universitäten und dem IWO will ich heute reden. Und ich habe auch von einer Fotografie genommen von meinen Kollegen Anna Engelking, mit welcher ich habe durchgemacht. Das heißt, ich
Das ist nicht kein verändigter Projekt, das heißt, das ist ein beschutfestiger Projekt mit Professor Anna Engelking und die Arbeit habe ich da durchgeführt zusammen mit ihr. Das ist an die alte Ausstellung in Ponar Museum in Wilna und auf der Ausstellung hat man gekannt sehen verschiedene Fotografien von verschiedenen jüdischen Intellektuellen. Zwischen sie hat man gekannt gefunden, eine Fotografie von einer gewissen Hayesas As, das ist das heißt litwische Endung, als Hayes Historikas Historiker ist das Salz. Ist der Mensch ist nicht gewesen kein Historiker, es heißt, er ist gewesen sehr ein wichtiger Ethnograph und die Fotografie, was man hat gesehen auf der alten Ausstellung in Ponar Museum, ist genommen geworden in Vilna im Februar 1930. Die Fotografie kann man finden in dem Nivo Archiv Hayes, das ist eine schlechte Kopie von der Fotografie. Hayes sitzt da und das ist gewesen, ich weiß nicht, was geschieht da, ich darf da abstellen, die Sache. Hayes sitzt da und das ist, die Fotografie ist genommen, takie beschossen Seminar für Sammler, was Jude Leib Cohen hat gegeben in Wilna, wenn er ist angekommen in Wilna von New York. Ist takie der mysteriöse Historiker, ist sehr wichtiger Jivo-Tour und der Sekretär von der Ethnografischen Kommission von JIVO. Was bleibt ganz unbekannt, ist einmal der Montman sein Namen wie eine Fußnote in sehr wichtige Forschungen über die Geschichte von JIVO oder von der jüdischen Ethnographie, aber er bleibt ein Mysterium. Und der zweite, das ist Dr. Daniel Feinstein, der erste Doktor von Ethnologie von Wilner Universität, ist noch weniger bekannt. Er ist bekannt nur wie ein Mitglied von der Papierener Brigade in Wilner Ghetto. Und er ist auch gewesen sehr ein aktiver Ethnograph und Ethnolog. Er hat euch erklärt den Unterschied zwischen Ethnographie und Ethnologie, wegen dem wollen wir öfter euch reden. Tätig in Wilna in die 20er und 30er Jahren. Wegen die zwei will ich heute reden. Der erste ist Joachim Hayes, das ist ein polnischer Name, Chaim Hayes, sein jüdischer Name und Daniel Feinstein. Und also hat er ausgelegt seinen Namen. Und in die Dokumenten findet man zusammen ausleg Hotsch in verschiedene Bücher wird ihr gefunden, gar meschunedike, es heißt Transkriptions von sein Namen. Es ist nicht sehr posche zu gefunden Informationen wegen Feinsteinen. Es ist geboren geworden, Kimat in derselben Zeit. Einer ist ein Litvak, das ist Feinstein, und der zweite ist ein Galizianer, das ist Hayes. Beide haben sich gelernt in Wilna, in Stefan Batory Universität und gewesen tätig sei auf dem Gebiet von der polnischen, sei auf dem Gebiet von der jüdischen Ethnographie. Ich will anheben zuerst mit Feinsteinen, das heißt, was wissen wir wegen sie? Das heißt, zitiere ich einen Brief von Avram Sutzkever zu Hai Leiviken, das ist von Oktober 1946. Sutzkever schreibt, dass Daniel Feinstein ist ein seltener Mensch und ein merkwürdiger Gelernter. Do Kaczerginski, beide Sutzkever und Kaczerginski sind gewesen zusammen mit Feinstein und noch andere Intellektuellen Mitglieder von der Papierener Brigade. Wir wisst öfter und ihr wisst nicht, ich rekommendiere euch das Buch von Professor David Fischmannen,
was erzählt die Geschichte von der Papierener Brigade und da wird der Mond von Kaczerginski via Doktor Philosophie, Doktorin Philosophen Daniel Feinstein und Janke Gordon. Gordon ist mamisch gewesen ein Philosoph und Feinstein ist nicht gewesen kein Philosoph, wie ich hab schon der Mond ist gewesen der erste Doktor von Ethnologie von Wilner Universität. Ist das weiß man Tage wegen Feinstein, wegen Hayes, hat gestammt von Colomay und ist Tage, das heißt in Sichroines von Colomay, der Montman ihm wie und seine Schwester euch Beila was haben da mit so viel Stolz und Verliebtheit in Jiddisch ausgestrahlt, von Wilna bis Colomay. Das ist Chaim Hayes, man weiß euch eine Sache mehr wegen Feinstein, aber derweil seid mir Michael, oh nein. Weil ich sich da abstellen, ich will abstellen meine Präsentation auf eine Minute und erklären, reden ein bisschen wegen Feinsteins Biografie zuerst und später wegen Hayes. Feinstein ist geboren geworden 1901, wie ich habe schon in der Mond es heißt Wilner Mischpoche. Und es heißt, hat gestammt von einer rabbonischer Mischpoche. Sein Tate hat gehabt als Smiche, der Seide, euch Daniel, ist gewesen a Roh in Königsberg und der ältere Seide in Hamburg. Ja. Der Tate ist gewesen euch ein 10-Doktor, aber gearbeitet wie ein Übersetzer und angeführt mit einem Übersetzungsbüro in sehr Dire auf Zawalne 15, das ist Primo-Heint in Wilna. Und es heißt euch geführt dort eine Lotterie-Kollektur. Feinstein hat geendigt jiddisch-russische Gymnasie, die Kagan-Gymnasie, angeführt von der Chevres Mefize Chaskole. In 1915, beschaß der erste Weltmilchome, hat ihm der Tate weggeschickt in Ades zu seinem Vater. Der Vater ist gewesen ein bekannter Professor in Ades. Er hat geheißen Schleim oder Salomon Feinstein und er hat herausgegeben eine Reihe Bücher wegen Mnemotechnik. Sie haben gewohnt in Ades, in einem Haus, wo es haben gewohnt bekannte Professoren und Schreiber, zwischen anderen auch die Mischpoche von Isaac Babel. Feinstein hat dort geendigt die Schule und euch angehoben zu studieren Naturwissenschaft und Philosophie. Aber in 1922 ist er zurück in Wilna und dort Hasene gehabt mit Rochel Glixmann, wo sie allein ist gewesen ein Lehrer von Lodz. Ja. Und von sein Weib hat er sich, es heißt, gelernt Polisch. Er hat nicht gekannt kein Polisch. Jiddisch ist gewesen sein Mamelosch und er hat geredet früher Russisch, wie er hat schon verstanden. In September 1927 hat er angehoben seine Limudim in Wilner Universität und dort studiert Ethnologie. Er ist ein äußerst gewöhnlicher Student, es heißt sehr gute Zeichen, und er hat sich gelernt bei Cesaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreuz. Das ist eine von den wichtigsten Professorschaften von Ethnologie, von der polnischen Ethnologie. Und er hat studiert schon, ihr versteht, dass er hat angehoben in 27, er ist schon gewesen ein erwachsener Mensch, nicht kein junger Mensch, und mit es heißt sein erster Sohn Raphael ist geboren geworden 27 und später zwei Töchter, Miriam und Shulamis, Maria auf Polisch und Shulamit. Und es heißt, er hat gehabt eine Sprache
und hat gedacht verdienen Geld. Das ist nicht kein geringer Beschluss. Sein Magisterarbeit hat geschrieben, es heißt verwendet in 32 und weiter geblieben in Universität und angehoben seine Doktorlimudim und geschrieben seine Doktorarbeit, das will ich euch weisen, noch einmal auf der Präsentation. Eine Minute, das ist ein bisschen chaotisch. Ja, okay. Das ist die Präsentation. Nein, nicht. Ja, das ist vielleicht weisen. Da sieht man mindestens die. Oder nicht. Das ist, seht mir Michael. Versetzt seine Doktorarbeit. Das ist wegen mythologischer Monsters in Glaubungen und Mythosen. Da hat die deutsche Übersetzung. Man sieht die deutsche Übersetzung von dem Titel, ja, und herausgegeben, gewidmet sein Weib Rochlen. Und das hat herausgegeben ganz spät und das ist euch nicht gekommen. Und es heißt Problemen, weil man hat gedacht, gefunden Geld herauszugeben. Also mit Arbeit und Feinstein, wie ihr versteht, mit 3 Kindern und Weib Lehrerke hat ist nicht gewesen kein Gewirr. Die Arbeit hat geschrieben schon bei Kazimierz Moszynski und ist gewesen der erste Doktor von Ethnologie von dem bekannten polnischen Ethnolog Moszynski. Und das ist ein Proof zu systematisieren verschiedene Minen, Beschäftigungen, was beweisen sich bei verschiedenen Völkern und das ist an Lloyd Feinsteins eigener Erklärung an schon nicht kein ethnografische, nur an ethnologische Arbeit. Ich will gleich zurückkommen zu der Frage, was ist der Unterschied zwischen Ethnographie und Ethnologie, Lloyd Feinsteinen. Was ist euch interessant ist, als man sieht, dass Feinstein in der Kurve ist schon euch interessiert in Psychoanalyse und da sieht man euch, das heißt, also es schafft sich in Willen Intellektuelles, was will anwenden, die Dergleichungen von Psychoanalyse in auf verschiedene Gebieten, Ethnologie, Soziologie, wie ihr wisst, Minastam, das ist ein Weinreichsproof euch anzuwenden. Psychoanalytische, es heißt Methoden mit die psychoanalytische Schritte in seine soziologische Arbeiten über der jüdische Jugend. Das sieht man euch in Feinsteins Arbeiten über die mythologische Monsters, fantastische Monster, sagt mir Michael. Hat herausgegeben seine Arbeit in 38 in 100 Exemplaren und heint ist es sehr seltene Sache. Dieselbe Arbeit hat herausgegeben euch auf Hebräisch, nicht auf Jiddisch, nur auf Hebräisch, das ist euch interessant. Und die Arbeit bis mamisch die letzten Jahre ist gar unbekannt. Heutzutage ist sie schon digitalisiert geworden und man kann sie finden ganz poschet, ist im Internet, sie wird die Arbeit werden populärer. Ist es heißt wie der Mond, wenn Feinstein euch
gewinn takie zu der Jivo-Sfibelom, also sagen nicht so eng verbunden mit dem Jivo wie der zweite Held von meinem Referat Heint, aber fort gewinn das heißt geprüft mit Arbeiten euch mit Jivo und darüber hat euch gewollt übersetzen sein Arbeit auf jiddischer Sprache, aber hat euch geschrieben nicht Jiddisch, nur Hebräisch. Parvos ist mir unbekannt. Gewidmet hat die Arbeit dem und sein Professor Salomon Shloime Feinstein. Aber pflegt euch schreiben auf Jiddisch in linke das heißt, euch gab es למשל in a Journal, das heißt, eine Zeitschrift, was hat geheißen, Et Juden, ist raus in 1934 sein Artikel Verbrecherische Motiven in der Schaffung und Chaloimes von Dichter. Da seht ihr euch, also es heißt, die Haspoe von dem Psychoanalyse auf seine Arbeit. Da hat herumgerät in dem Artikel eine Arbeit von einer Psychoanalytiker Wilhelm Steckel, was ist heraus in 1912 und die Arbeit ist heraus auf Deutsch, die Träume der Dichter. Ist Chaloimes von Dichter, ja, es ist, und da hat Mamesh geprüft weiter anwenden die psychoanalytische Schitte, das ist ein populärer Artikel und das ist nicht kein wissenschaftlicher Artikel, aber man sieht dem Interesse sehr klar und dem Interesse wird man weiter sehen in seiner Ghetto-Arbeit, weil Feinstein ist gewesen ein bekannter Mensch, es heißt, in Ghetto hat gehalten als Sachredes, als solche populäre Redes für ein breiter Neulam, aber dort sieht man euch, als will versprechen die psychoanalytische Schitte zwischen die breitere jiddische Massen. Feinstein, da will ich nur kurz der Mann ist euch gewesen, es heißt ein Esperantist, und gewesen tätig in der Wilner Esperanto-Bewegung und geschrieben euch wegen dem ein Artikel, der jiddische Anteil in der Esperanto-Bewegung in Wilna, was es heraus in 1939 in Wilner Almanach und Leben ist euch geworden und das ist interessant und also hat verdient euch. Das heißt, als Spezialist auf dem Gebiet von teures Mnemotechnik, also wie sein Vetter. Und hat geöffnet am Mnemonischen Institut in 1930 in Wilna. Wie der Monte ist Feinstein gewesen sehr, sehr aktiv in Wilner Ghetto. Hat geschrieben eine Reihe Artikeln und eine Reihe Referaten, was man kann sie finden in der Sutzkever Kaczerginski-Kollektion. Zwischen anderen ist es, kann man Tage der Monen, dem wichtigen Referat, da sieht man euch die Haspoe von der psychoanalytischen Schitte auf seine Arbeit, die sozialpsychologische Rolle von Buch im Ghetto. Ist gewesen, hat euch referiert wegen verschiedene ethnografische Themen und da will ich euch weisen, aber ich will sein Mesugel-Tage zu weisen, das ist nicht so klar. Ein Referat seinem Minastam, wollen wir das sehen? Schön. Was ist der Referat?
Das ist Ethnographie, Ethnologie und Folklore, Thesissen von einem öffentlichen Referat von dem Zyklus wegen Ethnologie gehalten in Wilner Ghetto, dem 29. August 1942. Und da schreibt Takis, man versteht, wie er so, es ist gar altmodisch, wollte ich gesagt, und nicht so modern. Und man will Taki gucken auf dem von dem Standpunkt von der Gleichungen von der modernen Ethnologie. Das, was er schreibt in seinen polnischen Arbeiten, klingt moderner, wollte ich gesagt. Ist dort die Kultur von nicht zivilisierten Schwotten, das heißt, das ist Ethnographie, was vernimmt sich mit Verschiedenes, mit der Kultur von nicht zivilisierten Schwotten und Völker oder forscht die Kultur von niedrigeren Schichten von zivilisierten Völkern oder die Kultur von gewissen Erdstochen. Also reden wir Moschel wegen der Ethnographie von Giljaken, das ist ein Schevet auf dem Insel Sachalin, wegen Ethnographie von Jiden, wegen Ethnographie von Polen und so weiter. Und Ethnologie ist eine Wissenschaft, was stellt fest gewisse allgemeine Gesetze und von Kulturleben auf dem Grund von Material, welchen hat zusammengeklebt Ethnographie. Das ist also ein Vergleich Wissenschaft, wie es definiert sie Feinstein. Und ist gegeben, Leute seine eigene Definition an Ethnolog. Und es heißt da, es heißt, ich will nicht, nicht versacheln alle seine, seine Arbeiten, was man kann finden, jeder einer kann finden heutzutage in die Ivo-Archiven. Man darf noch gut suchen, seine Referaten befinden sich in der Sutzkever-Kaczergińskiej Kollektie. Ich rekommendiere euch zu suchen weiter. Das, was es charakteristisch ist, sehr populärer Zugang, ganz konservativer Zugang dazu, aber euch charakteristisch war der Tkufa, das ist nicht kein Chidesh, aber euch der Interesse für Psychoanalyse, die beide zusammengeflochten in die Dokumenten, was man findet in dem JIVO-Archiv. So, was ist geschehen mit Feinsteinen, weil das ist gar unbekannt und man hat lange nicht gewusst, es heißt, was ein Geurl ist gewesen, ist wie schon der Mond, ist gewesen ein Mitglied von der Papierener Brigade und dort ist gewesen verantwortlich für die jüdische Bücher, für Judaika. Mitgearbeitet es heißt mit Avram Sutzkever, mit Schmerke Kaczergiński, mit Zeli Kalmanowicz, Jankev Gordon, Ume Oklinicki, Ruschke Korczak und Hermann Krug und andere. Hat euch sehr gearbeitet über seine Referaten, wie es der Montes Avram Sutzkever und ist gewesen sehr populär im Ghetto. Sagt mir Michael, Leute dem, was Sutzkever schreibt und Leute dem, was die Mischpoche hat uns übergegeben, hat sich behalten in der Maline, zusammen mit 15 andere Menschen. Und zwischen sie ist euch gewesen seiner Plimenik, Daniel Feinstein, was wohnt heutzutage in Israel. Und man hat sie gemassert und aber man hat sie nicht, es heißt, Feinstein hat man nicht geschickt in Ponar, zusammen mit, es heißt, er ist geblieben in Wilna, dort ist gewesen in einem Arbeitslager, HKP 562, Heereskraft
Twapak, also klingt es auf Deutsch. Und dort in dem Lager hat er verbracht die letzten 8 Chadoshim von seinem Leben. Er ist gehargert geworden durch der Liquidation von dem Lager zusammen mit 400 anderen Jiden und das ist gewesen am 4. August 1944. Ist das ist mit 80 Jahren zurück, genau mit 80 Jahren zurück. Man hat sie geschossen in Vilna und sein es heißt, und das ist ein Bruder Käfer, was befindet sich auf Subochnein und 40 in Vilna. Das ist auf so viel Daniel Feinstein. Und jetzt will ich kurz reden wegen heißen und euch erklären, für was ich meine, als sie werden beide so vergessen, heute ihre Gleichungen, ihre Forscharbeiten, die, was man findet in die Ivarich, sind nicht so modern, nicht so banaierisch, es heißt wahrscheinlich Feinstein, aber vor die, was man geht, auf Polisch, sind ja banaierisch und darüber, das ist eine von den Sibes, was man hat öfter nicht gut abgeschätzt, das seine Arbeit. Sitzt zurück zu Hayesen, das ist Joachim Chaim Hayes. Da sieht man, das ist, das ist vergessen, das ist ein Sommerlager von dem Lehrerseminar, von dem bewussten Lehrerseminar in Vilna und da sieht man Hayesen oder öfter, lass mir erklären, wenn und wo er ist geboren geworden, ist dem 10. Oktober 1902 in Kolomei. Das, wie ihr versteht, ist er gewesen ein Galizianer. Und in 24 hat er angeheuben seine Limudim in Vilna. Euch erklärt Take als Jiddisch ist sein Mameloschen. Ist in alle Dokumenten, sei bei Feinstein, sei bei Heißen, ist Jiddisch die sehr erste Sprache. Hat sie gelernt, das ist interessant, auch Ukrainisch. Also er ist gegangen sei in einer polnischer und in einer ukrainischer Schule, geendigt schon die polnische Gymnasie, in Kolomei und in Wien. Das ist gewesen beschast der Erste Weltmilchome, das ist sehr charakteristisch für eine Sache Galizianer, was sind gewesen Pleiten in Wien, was sind weg von Galizien. In 1918 ist er zurück in Polen schon, und aber zu lieb dem, was er hat, es heißt, was die polnische Gymnasie, was es nicht gewesen kann, das ist ein Poschet, Möglichkeit sich zu verschreiben in der polnischen Gymnasie dort in Kolomei hat er geendigt, die ukrainische Gymnasie in 1920. In 21 ist er schon gewesen in Vilna und dort sie gelernt in dem Lehrerseminar, sich bekannt dort mit Max Weinreichen, zwischen anderen. Und da sieht man im Tag, das ist eine Fotografie von dem Archiv von dem Jüdischen Historischen Institut in Warschau. Da sieht man euch eine andere Fotografie von dem selben Sommerlager. Da ist Hayes. Und da sieht man in Gorander Kampagne, in Gorander Gesellschaft zwischen polnische und jüdische Ethnographen. Da in Samet Center ist Cesaria Ehrenkreuz. Da Maria Pruferova, was sie hat sich gelernt zusammen mit Feinstein und Hayes. Und das heißt, dass sie beide, Feinstein und Hayes, haben sich gekannt. Polnische Ethnographen, da, ob ihr wird erkennen, die Menschen, da, öfter ist es sicher Honig, ich bin nicht sicher, aber David oder andere, was Mumchen, was sind da, oder wollen sehen, dem Referat, ob weiß, wer die Menschen sind da, die Fotografie stammt von dem Archiv, von Ethnografischen Museum in Teuern, das ist Torun,
in Polen. In 1924 hat angehoben seine Limudim in Wilner Universität und geendigt sie in 1920. Hat studiert Ethnographie, Ethnologie, Geschichte und Archäologie, aber auch Literaturgeschichte, Linguistik und Pädagogik. Und ein bisschen Philosophie, aber das haben wir gedacht tun. Alle. Takie sein Baljoec ist gewesen Cesaria Ehrenkreuz und hat weiter takie gewollt anführen mit seinen Doktorlimudim, aber parallel hat angehoben arbeiten für IWO und ist geworden der Sekretär von der Ethnografischen Kommission. Das ist gewesen schon im Jahr 25, das heißt, das ist gleich nachdem, wie man hat Meyasset gewesen, dem Institut. Und hat noch mitgearbeitet mit Jude Leibkow. Und hat erklärt, was seine Arbeit besteht in einem autobiografischen Dokument. Hat ausgerechnet euch für polnische Ethnographen und Ethnologen in einem Artikel, was es heraus in einem ethnografischen Journal, was hat geheißen Lud, das Volk, in 1930. Es heißt, wie so arbeitet die Kommission. Sie ist klar, und das ist sehr klarer wie im Fall von Feinsteinen, als ist gewesen, mamisch azamin, es heißt, Grenzgestalt, wie ich rufe sie uns heißt. Also ist gestanden, mamisch auf der Grenze zwischen der polnischen und jüdischen Wissenschaft und hat informiert dem polnischen wissenschaftlichen Neulem wegen der Gleichungen von der jüdischen Ethnographie und euch, es heißt, sich benutzt mit die neuen Methoden, was hat sich, das heißt, was man hat angewandt in der polnischen Ethnographie in seine jüdische Arbeiten. Wie man weiß, hat in 26 herausgegeben auf Jiddisch, also in populären Artikel, die Aufgaben von der jüdischen Ethnographie, das ist heraus in die literarische Blätter. Hat später geschrieben, 1927, das ist, das heißt, heraus in Tribuna Akademicka, das ist gewesen dreisprachige Zeitschrift, Polnisch, Jiddisch und Hebräisch, do für ein jüdischen Museum und erklärt, für was es ist wichtig, zu schaffen ein jüdischen Museum. Aber euch wird man durchgucken, als Archivmaterialien, das sind Dokumenten, die kommen von Wilna, aber man findet sie euch auf dem, es heißt in die IWO-Archiven, euch seht das eine Sache, was da Ches man kiemat in solche Dokumenten findet man die Unterschrift von Chaim Chayesen. Ist die Frage bleibt, für was? Und hat zusammen euch mit Naftole Weinigen geschrieben, euch einander Arbeit, was ist also die jüdische Ethnographie, Handbücher für einen Sammler. Das ist Reus in 29. Und Weinig ist ein bisschen besser bekannt in der jüdischen Literaturgeschichte euch, aber fort euch nicht kennen. Es heißt, man hat bis jetzt nicht gemacht kein größere Forschung über ihn euch nicht. Und gehört euch zu der Gruppe Ethnographen und Ethnologen, was haben geschaffen zwischen der polnischen und jüdischen Akademie. Ich meine, also das ist manchmal der Fall und kommt zurück zu dem noch einmal in ein paar Minuten rum.
Für was bleibt er also unbekannt? Er hat also viel geschaffen und euch auf Polisch, wegen dem, weil ich sehe, also ich habe nicht keine Zeit, also ich will nicht reden Bariches, aber was ist wichtig, also er ist gewesen sehr nah mit Judelei kann. Ich vielleicht noch weisen ein Dokument da. Seht mir Michael, es ist sehr chaotisch. Also, da schreibt er, es ist ein entire Dokument, leid mir Tayer Haver Cohen. Erst drei schon noch eier weg vor und schon schreibe ich zu euch a Briefel. Die Brief hat der Institut ist der Ivo herausgegeben euch gedruckt nach der Milchoma. Ihr könnt sie finden in die es heißt in die verschiedene Ivo-Ausgaben, aber man sieht, es heißt, wie neu und wie aktiv heißt ist gewesen ist wie soll als ein wichtiger Mitglied von dem Institut, wie soll als ein dacht sich eine zentrale Gestalt. Da, es heißt, im Fall von Feinstein ist es nicht so klar. Er ist ein interessanter Mensch, der erste Doktor von Ethnologie, gewesen tätig jetzt zwischen dem Wilner Universität von Hivo, aber nicht so zentral wie Hayes. Aber wie so eine zentrale Gestalt, was man gefunden sein Unterschied, kimat umetum in die ersten Jahren von der Geschichte von der ethnografischen Kommission, wie soll wird er so vergessen, wie ist es möglich, als man schreibt wegen ihm so wenig, als er wird eine Fußnote, zu einer Fußnote, als man der Mond nicht seine Artikel, er hat euch geschrieben auf Polisch, da seht ihr schon nicht wie Joachim, aber da ist interessant, wie Chaim Chayes, das ist gewesen eine polisch-jüdische Zeitschrift, das dachte sich, als in der jüdischen Revive sei auf Polisch, sei auf Jiddisch ist er gewesen Chaim, aber in Universität ist er gewesen Joachim, wie man sieht da. Wie ist es möglich, als Mensch wird Nelem in der intellektuellen Geschichte? Wie werden sie Nelem? Es heißt, als ein Fakt ist, meine ich, und es ist verbunden mit sehr, lassen wir sagen, Grenz, Leben, Grenz, Maimet, also sie arbeiten zwischen Polisch und Jiddisch, sie schaffen sei auf Polisch, sei auf Jiddisch. Es geht abzuschätzen, sehr Arbeit darf man gucken, sei auf dem, was sie haben geschrieben, auf Polisch und auf Jiddisch. Man darf verstehen, was für eine Rolle sie haben gespielt in beide Sfives. Und das heißt, sei von der polnischen, sei von der jiddischen Seite. Und sie werden in beide, okay, in beide Sprachen und in beide, lassen wir sagen, es heißt, fallen auf beide Gebieten vergessen. Also das ist nicht scheich nur der jiddische intellektueller Geschichte, das ist auch scheich der polnische intellektueller Geschichte. Mit Heißen ist es heißt, und er hat mamisch euch gelernt, wie zu sammeln ethnografische Materialien. Er hat geschaffen verschiedene Materialien für Sammler. Es ist schwer es heißt, zu glauben, als ein Mensch ist nicht bekannt, ist wenig bekannt. Avada und Avada, wegen ihm schreibt Itzik Gottesmann in sein bekannt Buch Defining the Yiddish Nation, aber nicht, es heißt, nicht als wird der Mond und man versteht nicht, wie groß er ist gewesen. Im Fall von Hayes ist da wichtig euch die Politik, lassen wir sagen. Weil es heißt, er ist da, weil ich schon der Mann ein Sach, er hat gesammelt verschiedene Materialien und man hat ihn beschuldigt, die polnische Macht hat ihn beschuldigt in Kommunismus. Das ist es.
Und zu lieb dem, das heißt, man hat ihm vermischt euch auf 5 Jahre Twisse. Euch, er hat nicht gekannt, das heißt, er hat nicht gekannt, arbeiten, ja, offiziell nicht in Universität und nicht in IVO. Und zu lieb dem hat dacht sich, also ich verstehe das, wenn ihr wisst mehr, will ich das hören euch. Aber das, was ich verstehe, ist, als der Ivo hat sich gedacht, der weiter ein bisschen von heißen zu lieb dem, was man hat gehabt, Meure, ja, für der polnische Macht. Wir wissen, in 31 hat man vermacht dem bekannten Lehrerseminar zu lieb politische Sibes, heiß ist gewinn problematisch für Niveau. Avado und Avada ist nicht gewinn kein Kommunist, aber viele, wenn wollte, ja, gewinn ein Kommunist, ist es nicht kein Sibe zu schicken Menschen in Twisse. Doch hat man ihm beschuldigt in einer unlegaler Tätigkeit. Und hat geprüft, kämpfen gegen der Beschuldigung. Später hat man verkürzt die Twisse bis 2 Jahre. Und ist raus schon von Twisse in das heißt Soft 30er Jahren. Darüber, er hat nicht gehabt keine Arbeit, er hat verloren die Stelle, die Sekretarstelle. Und hinter der Beschuldigung behält sich aber der politische Antisemitismus von der polnischen Macht. Das ist ganz klar. Es heißt, das ist ein breiteres Problem zwischen Milchomediker Tkufe. Und wenn ist raus von Twisse, schreibt es heißt, fort in Kolomei, er hat nicht keine Arbeit, er fort in sein Heimstadt und er schreibt zu seinem Bekannter, mit welcher er hat studiert, Ethnologie in Wilner Universität, zu Maria Znamirowska-Prüfer, was man hat sie gesehen, da auf der Fotografie, da ist sie. Also sitzt schon in Kolmei 2 Wochen und ruht sich ab und er will zurückkommen in Wilna zu der Arbeit, also wie es wollte gar nicht gewinnen, nur es ist nicht möglich in der Ermessen. Er bedeuert sehr, als kann nicht weiter arbeiten in Jivo und als 6 Jahre Arbeit, es heißt, seine Arbeit ist gar nicht. Und es heißt, in der zweiten Hälfte von den 30er Jahren sieht man, dass er prüft, gefunden etwas an Arbeit, er sucht, er schreibt und er ist zurück in Universität. Sof, das heißt, er kann nicht bekommen keine offizielle Stelle, aber er ist ein Mitarbeiter, ja, euch von der von dem ethnografischen Abteil von Wilner Universität und von dem ethnografischen Museum in Wilna. Er hebt an zu schaffen ein Folklorarchiv von die zoffen misrachliche Länder. Er arbeitet zusammen mit Maria Znamirowska-Prüfer und er schätzt es sehr ab, also sie hat sich nicht erweitert von ihm, als sie will zusammen arbeiten mit ihm. Wenn er ist raus von Twisse, hat er euch Hasene gehabt, euch mit der Lehrer, also wie Feinstein, und in 37 ist geboren geworden sein Sohn Daniel der Chagev. Er forscht über dem Jiddischen, aber auch weißrussischen und litwischen Folklore. Das ist euch interessant, dass es schafft sich in Wilna zwischen die linken Intellektuellen, also in Sviva, wo man kann forschen
international und nicht national, wie es gewesen der Steiger in jener Tkufe. Er hat Meyasset gewählt zusammen mit anderen Intellektuellen euch a Gymnasie, a weißrussische Gymnasie, aber die schon, das heißt, die Macht, aber das schon gewesen in Sommer 1940, schon beschaß der Zweiten Weltkrieg, hat man vermacht die Schule. Man weiß nicht kein Sach wegen die späteren Jahren das heißt von Heißen. Man weiß, dass man hat ihm Sovkolsov angestellt in Wilner Universität und das ist gewesen im Oktober 1939, aber er ist auch weg von der Universität mit ein paar Wochen zurück. Wir verstehen nicht die Sibes. Er hat euch gearbeitet, es heißt, es ist nicht klar, er hat weitergearbeitet, für ein Institut von Litwische Limudim, und wir wissen, die ist geworden ein Teil von dem Institut euch in 1940. Man weiß, dass Hayes Minastam, aber es heißt, Minastam ist einfach zu stark, es heißt, ist der Harget geworden sehr früh, wenn die Deutschen sind rein in Wilna, und das ist gewesen öfter in Herbst 1941. Aber es ist nicht klar, man findet andere Dokumenten noch als wir finden zusammen mit anderen andere Dokumenten. Und der same Fakt, als die Fotografien kommen von sehr verschiedenen Archiven, von dem IWO-Archiv, von dem Archiv von dem Jüdischen Historischen Institut, von dem Archiv von dem Ethnografischen Museum in Teuren, sagt mir Michael, in Torun, ist euch ein Beweis, als כדי zu forschen über die intellektuelle Geschichte von Wilna in jener Kufa, da darf man suchen in verschiedenen Mekoirim, nicht nur in die jüdische Mekoirim, aber euch im Fall sei von Feinstein und sei von Chayesen, polnische, aber es ist nicht genug, weißrussische und litwische euch, weil die Menschen, was ihr seht da auf der Fotografie, das sind gewesen vielsprachige Intellektuellen, was haben geschaffen, nicht nur vielsprachige Forschungen, nur euch, der Fakt, was sie haben gestammt von verschiedenen Kulturen und haben mitgebracht mit sich verschiedene intellektuelle Traditionen, hat beigetragen zu einem interessanten Phänomen. Aber der Phänomen, es heißt, dem Phänomen ist sehr schwer zu beschreiben, weil zulieb dem Ausbruch von der Zweiten Weltkrieg ist alles übergerissen geworden. Und das ist ein Prozess, was man kann betrachten in die späten 30er Jahren. Also es schafft sich eine neue intellektuelle Kultur unter verschiedenen Haspoes. Und zulieb dem, das heißt, solche Intellektuellen wie Hayes, wie Feinstein, sind der Harget geworden. Hat man nicht weiter gekannt, das heißt, hat man aufgehört, sich zu interessieren mit sie, und sie waren nicht gekannt, entwickeln weiter sehr Forschungen, und sie sind geblieben ergens dort, das heißt, im Hintergrund, also wie du heißt du auf der Fotografie, man sieht da Cesaria Ehrenkreuz, sehr wichtige Professorin, da Maria Preferova, was in der polnischen intellektuellen Geschichte weiß man eine Sache gesehen, und Hayes und Feinstein bleiben im Hintergrund, sehr Fotografien sind also wie die Fotografie von Feinstein nicht sehr klar, sondern man kann kaum sehen sein Ponem da, und sie bleiben
Fragezeichen, ja, das heißt, man weiß nicht, was wollt gewähren, wie es wollten sich entwickelt, ihre Arbeiten, nur das, was wir haben, ist genug zu verstehen, als sie haben aufgetan als Sach und als sie sind gewesen Mitglieder von einer neuen intellektuellen Kultur, was ihre Entwicklung ist übergerissen geworden in der Emerson in 41, nicht in 39. Und die politische, linguistische und kulturelle Ziele werden sie seien sie noch als vergessen, aber sehr Arbeit ist es nicht wert. Und da will ich sich Danke abstellen, weil es ist schon zu lang, der Referat. Und gut, schön verendigt. Und da kann ich öfter entfernen auf die Frage, ob es da Carolina, Frage ist. ich, Ist die, doch keine Frage. die Frage ist, reden die, hast du geantwortet auf sie faktisch? Du hörst mich, ja? Ja, Sehr gut. Ich wollte gewollt stellen, ob ein paar Fragen sei wie sei. Das ist ein Teil, verstehen wir, von, das ist verhaftendig interessant, alle Protein wegen die Personagen, wegen seiner intellektuellen Bagage, wegen seiner Bildung und so weiter und wegen die Möglichkeiten, das ist eine interessante Ausführung, wegen die Möglichkeiten, wo sie nicht Mekuyen geworden. Äh, was, was ist der Heikef von deinem Programm? Du führst durch ZOSA Programm, ein Projekt, besser gesagt, was kann schon werden ein Programm, mit einem Kollegen, ja, auszuforschen, dem Ihnen auf ein viel größeren Maßstab. Was ist das? Mit was heißt denn das? ja, das heißt, mit Anna Engelking, das heißt, arbeiten wir über Ethnographen. Sie ist, das heißt, Mama ist eine Ethnographin und ich bin eine Literaturforscherin. Ja, das heißt, wir dürfen es tun, beschutfest und also ich hat sich angehoben, von Feinstein hat sich angehoben. Unsere Zusammenarbeit ist, da forschen wir über, das heißt, wir proben verstehen, was Wilne ist gewesen in die 20er und 30er Jahren intellektuell. Was ist gewesen die intellektuelle Sphäre, ethnografische Sphäre? Und was sind die gewesen die Haschpoes? Was ist gewesen banayerisch, was nicht? Was ist manchmal gewesen Stama, das heißt der typisch für der, wir sagen, für der Kufe. Mhm. Das heißt, die deutsche und russische Haschpoes sind ganz spoiler. Das heißt, ich bin nicht rein in solche Protein, weil das ist nicht das heißt, es ist nicht genug, gewinnt nicht genug Zeit und man darf manchmal gedacht analysieren die Arbeiten Protein dicker und das ist mir klar. Wir haben das schon getan zusammen mit Anna Engelking, wir sind verinteressiert, aber da ist gegangen, in dem zu sehen, die zwei Gestalten, das heißt, verhaftendige Gestalten, die sind unbekannt, ist mir proben verstehen, das heißt, was ist geschehen, ja, das heißt, und das heißt, wie hat man angeknüpft, die Beziehungen, dem Kontakt, wie es hat gefordert, Weinreich in seinem Brief zu Bistron. Und das ist ein Teil von einer größeren, das heißt, das ist eine Sache und das ist ein Teil von einem größeren Projekt, was ist schon mein Projekt ist. Ich forsche über solche die Forschung ist verschiedene Grenzen gestalten. Ich weiß nicht, wie sie anzurufen, rufe ich sie an Grenzen gestalten. Also jüdische Intellektuellen, was haben sich euch intellektuell gestaltet in der polnischen intellektuellen Sphäre. Und die Frage ist, das heißt, ob wir gucken voneinander Standpunkt, was beides. Das heißt, was kann es beiten? Das heißt, wie soll Moschel versteht man also mit bekannten Forscher wie Nachman Blumenthal, ob man guckt auf seine Forscharbeiten über der, for example, das heißt, zum Beispiel, sag mal, über wir sagen, der Churben Sprach oder die Churben-Sprachen Mhm. in der Messen, ob man versteht, was hat aufgetan wie ein Polonist.
Und was ist gewesen die Haschbon? Es ist nicht, es geht nicht in der Lektion ist es darum gegangen, in dem zu sagen, wer der Mensch ist gewesen und was er hat geschrieben. Aber es geht nicht in dem nur, weil das ist Poschet und das kann man zugeben zu seiner Biografie. Aber das ist nicht interessant wie ein Forschprojekt. Ja? Wie ein Forschprojekt interessiert mich die Frage, was hat beigetragen, das heißt, die polnische Philologie. Was ist gewesen, nicht die Haschpoe, weil es ist schwer zu reden wegen Haschpoes, aber ein Mensch ist ein Teil von einer gewissen Sphäre. Ja, das heißt, also, es geht nicht in einem Poschet, Jogin, noch Haschpoes. Es geht in eine tiefere intellektuelle Geschichte. Das heißt, wie Azoi ist gestaltig geworden, sein Urban-Projekt, in der Zeit, was hat sie gebeten, wie soll sein Metaphorologie, was ist geschaffen geworden, sein auf Jiddisch, aber das hat er übergesetzt von Polnisch, ja, er hat geschrieben wegen Metaphoren. Ist wie also ist das Maschpie auf dem, was geschieht weiter, ja, weil ich will sich euch, das heißt, betrachten, die jiddische intellektuelle Geschichte, das heißt, lass mir sagen, in dem, was man ruft, in der intellektuellen Geschichte Longdure, ist manchmal sehen, das, was ist geschehen, noch ein Hurden. Ja, ich will sich nicht abstellen. Im Fall von Hayes und C. Feinstein muss ich sich abstellen in 39 oder in 42, ja, C43, aber sie da solche Intellektuellen und es heißt, was haben übergelebt dem Hurden und was haben weiter geschaffen, das ist Roch Leuerbach, das ist Nachman Blumenthal, nicht kein Sache solche, aber verstehen, es heißt, was ist geschehen und wie tief das ist gewesen. Und ich habe vorher wollte gedacht sein zweiseitig euch, aber laut mir, es ist schwer zu sehen, das in dem polnischen Kontext. Das noch bleibt für mir eine Frage. Ob Blumenthal und seine Theorien haben Spiel gewonnen euch auf der polnischen intellektuellen Sphäre. Aber es ist da eine Reihe, ich habe bloß mal gesucht, als solche Intellektuellen. Und da, ich habe ein ganzes Regime, ja, Nachman Blumenthal, Roch Leuerbach, Naftole Weinig. Das heißt, letztens hat man geschrieben wegen Weinigen eine Sache. Aber ob man guckt nicht auf seine polnische Arbeiten, ob man versteht nicht, also er hat sie gelernt in Kroke und in einer spezifischen intellektuellen Sphäre, versteht man weniger. Mir ist interessant der intellektuelle Beitrag, nicht keine Fußnote zur Biografie, weil das ist interessant, aber euch wichtig und interessant, aber nicht genug interessant zu machen von dem ganze Forschung. Das ist meine Frage, was ist geschehen intellektuell auf dem Niveau von Begriffen, was sie benutzen, verschiedene methodologische Schittes, ja. Und man sieht euch zu lieb dem, und das habe ich der Mund, aber nicht genug, ist öfter, weil ich jetzt erklären, zu lieb dem polnischen Antisemitismus, ja. Man sieht euch als die Intellektuellen, was sie haben, sind gewesen sehr weit von der jiddischen Wissenschaft, ja. Man kann sich das ausdrücken, das heißt, also der nennt er sich zum Ivo. Ivo ist gewesen, das heißt, manchmal der einzige Institut, wo sie haben gekannt sich weiterentwickeln, so 30er Jahren. Und das sieht man im Fall von sehr interessanten Forscher, was ist im Ganzen unbekannt in der jiddischen intellektuellen Geschichte, das ist David Hoppenstadt, was ist gewesen sehr wichtiger polnischer Literaturtheoretiker, ja. Und was... Noch einmal, Carolina, wie heißt er? David Hoppenstadt. Ja? Und in so 30er Jahren bekommt er von Weinreich eine Stipendie in Ivo. Und er lernt wegen verschiedenen, er ist gewesen als das heißt Formalist, polnischer Formalist. Man weiß nicht keine Sache wegen dem polnischen Formalismus, man weiß das Sache wegen dem russischen Formalismus, aber das heißt, der polnische Formalismus ist gewesen euch ein Fakt von der intellektuellen Geschichte und er ist gewesen verhaftendig interessant und wir können euch sehen, das heißt, er ist gewesen, das heißt, er hat geprüft, schaffen eine neue Soziologie von Literatur, also wie Naftole Weinig, der Hagev. Und die Haschpoes von Ivo, von Weinreichen, das heißt, von dem
soziologischen und ethnologischen Zugang zu forschen, die Literatur, die Kultur, sieht man ganz beulet. Und Weinreichen ist interessant, hat ihm gehört auf eine Konferenz in Wilna, dachte ich, und gibt ihm eine Stipendie. Und kommt in Wilna in so 30er Jahren und hält verschiedene Lektionen wegen Literaturtheorie, wegen die tschechische Formalisten, russische Formalisten und so weiter. Das heißt, aber das geschieht manchmal so 30er Jahren. Es ist unmöglich zu wissen, was wohl gewinnt. Ja? Also, das heißt, aber das ist eine Möglichkeit, was entwickelt sich. Etwas, eine neue Schiene schafft sich, man setzt sie, das heißt, das heißt, sie hält sich in Schaffen. Ja. Aber das alles wird manchmal übergerissen, ja, in 40 in 42. Und ich habe noch gefunden, etliche Gestalten in die IWO-Archiven, was das ist manchmal ein Neuzer für sich. So da noch eine interessante Literaturforscherin, was heißt Esther Schindelmann und noch unbekannte Figuren, was zusammen ist es eine ganze Machne Intellektuellen, im Ganzen unbekannt. Aber mir ist gewesen interessant, was geschieht, ob man guckt anders, von einem anderen Standpunkt. Und plötzlich sehe ich eine ganze Reihe Forscher, was schaffen etwas, was man weiß nicht genau, was das wollt gekannt sein, was das wollt gewinnen, wenn es wenn die Geschichte das ist der Kern von etwas schon. Ja. Das ist der Projekt. Ja. Verstanden. Es ist, aber es ist mehr Frage wie Antwort, wollte ich sagen. Nur verstanden, Aber das ist ein Programm. Entdecke ich, habe ich entdeckt, manchmal, eine Sache, viele, es heißt, wegen Blumenthal habe ich früher gewusst, ja, aber nicht, es heißt, das, was ich habe sich der wusste, dank dem, was ich habe geforscht über seine Limudim, ja, und ich habe entdeckt seine polnische Forscharbeiten und hat geprüft, man schaffen sehr, so wie Hoppenstadt, so wie Weinig, sehr banayerische Schitte in der Literaturtheorie. Also, heutzutage reden wir wegen, ich weiß nicht, Kulturgeschichte, oder es heißt kulturelle Literaturgeschichte, ich weiß, was das ist, aber es heißt, wir prüfen sehen die Literatur anders in andere kulturelle Kontexten. Das ist schon nicht heutzutage, das ist schon etliche, ich weiß nicht, 30 Jahre. Aber sie in die 30er Jahren haben das schon gesehen und damals ist es gewesen banayerisch. Und das heißt, es geht in dem Potenzial, was steckt in seinen Arbeiten, in dem intellektuellen Potenzial, was steckt in seinen Arbeiten und was es wert zu entdecken. Aber lass mich noch fragen, wegen Wilna, weil es sieht mir aus, dass der Wilner Universität spielt da eine wichtige Rolle und ist gewähnt eine Zuziehkraft, was wir haben öfter nicht verstanden, breit verstanden. Oder ist öfter in der europäischen Sphäre, ist das je bekannt? Öfter nicht. Kannst du sagen ein paar Wörter wegen dem? Ja, es heißt, das ist, es heißt in die 20er und 30er Jahren ist Wilna, es ist gewesen eine provinzielle Stadt, das darf man erklären, gewesen eine wichtige intellektuelle Sphäre, nicht nur in der jüdischen intellektuellen Geschichte, aber dank der Universität. Das heißt, dort sind gewähnt Kazimierz Moszynski. Ich habe der Mann schon seinen Namen, das ist ein wichtiger polnischer Ethnograph und Ethnologe. Man ist einer von den Mitgründern von der polnischen modernen Ethnologie und Cesaria Ehrenkreuz, was ihre Tate ist ein sehr bekannter, weltbekannter Linguist, ja. Das heißt, sie ist gewesen Cesaria Baduan de Kurten Ehrenkreuz, ja, Ehrenkreuz nach einem Mann, ist euch, aber da sieht man euch eine andere wichtige Sache, und das heißt, dass das sind linke, offene Intellektuellen, was haben euch gekämpft gegen den Antisemitismus, es schafft sich ein Ort für jüdische Intellektuellen, ja. Sie
können mitarbeiten mit solchen Menschen und sie werden untergestützt euch von sie. Und die Kollegen, ja, von Universität, es heißt zusammen, es schafft sich zusammen internationale, nicht nur mit jüdischen Intellektuellen, die weißrussischen und so weiter, was ich habe schon, es heißt kurz der Mond. Ist, und die Forschung, das ist, es heißt eine Forschung auf Weltniveau, mamisch. Und das ist schon, ich sage, zwei Leute mir, es heißt wahrscheinlich Naturwissenschaft, Mathematik und so weiter, weiß ich nicht. Das muss ich mal sein. Aber auf dem Gebiet von humanistische Limudim, das ist die Literaturtheorie Ja. mit Manfred Kriegel. Und das es heißt, ob man, es heißt, ich will da Dämonen, ich habe vergessen, im Ganzen vergessen zu Dämonen, Dina Abramovic, was hat sie gelernt bei Kriegel? Avrom Sutzkever, was hat offiziell nicht studiert mit den Kriegel, aber hat, es heißt, es heißt, sich zugehört zu seinen Lektionen. Das ist der Mitgründer von dem polnischen Formalismus. Später hat er gewohnt nach der Milchome in New York und gelernt die polnische Literatur in Kolumbien. Aber er ist schon nicht geworden, so bekannt und das ist schon eine andere Frage wie René Welek oder wie andere mizrach-europäische Literaturtheoretiker. Aber das ist manchmal der selbe Niveau, ja. Und der Fakt, was man weiß wegen die russische, wegen Szkowski, Tenjanov, Welek, mehr wie wegen die polnische, ist zu lieb verschiedene nicht, lass mich sagen, nicht intellektuelle Siebes. Das ist schon die Frage von Sprache, die Frage von, ich weiß nicht, zusammen, nur lass mich sagen, PR und so weiter. Und das versteht man ganz gut. Und lass mich sagen, auch Forschpolitik ja, in mehreren europäischen Ländern. Lass mich sagen, euch kulturellen Kapital, ob man will, es heißt, benutzen sich mit Bourdieu's Terminen. Aber in den 20er und 30er Jahren ist es manchmal sehr ein wichtiger intellektueller Zentrum, wo es werden geschaffen, die samme beste oder eine von den besten Arbeiten auf dem Gebiet von Ethnographie und Literaturgeschichte, Literaturtheorie. Die zwei Fives sind mir interessant, deswegen die zwei Fives kann ich sagen mehr und ob man forscht weiter, sieht man verschiedene, das heißt bekannte Penner, also wie die Abramovic, Avram Sutzkever. Das ist eine verhappende Thema, aber es heißt, Das man muss heißt, euch Dämonen, als das geschieht in einem antisemitischen Kontext, ja. لمش الخايس hat man attackiert zusammen mit Weinreichen, ja, in 31, ja. Später kommen die Ghetto-Bank, ja, und so weiter und so weiter. Das ist von einer Seite, das sind dann solche kleinere Sphären, intellektuelle Sphären, wo man ist offen, ja, wo man ist nicht nationalistisch, aber in einem breiteren Kontext, was ist sehr ein nationalistischer Kontext. Und das heißt, dass sie haben einen gewinnen Zugel zu schaffen, so viel in einer Samen, in solchen Bedingungen ist euch ein Wunder, ja, und das muss man bewundern, sehr Kampf, ja, weil sie haben gehabt Mischpoches, das habe ich geprüft, der Mannen, ja, Mischpoches, sie haben gedacht, verdienen Geld, sie sind gewinnen sehr arm, und gekämpft, fahren, das heißt, mit der Medina, gekämpft für ein Leben, mamisch, das heißt, כדי zu haben Parnasse und geprüft in derselben Zeit sein Forscher, moderne Forscher. Das ist manchmal schon ein unbekannter Kapitel, was darf noch ausgeforscht werden. Ist das heißt, dass der Sog, was man hört oft, als nur versteht sich, als der Jivo, als ein Institut wie der Jivo, hat gedacht, aufkommen, darf in Wilne, ist eine Sache, hat eine Sache tieferen Sinn, wie nur durch der
jüdischer Zwiebe, das heißt, wie nur zulieb wenigste Keuches von der jüdischen Zivilisation allein. So hat gehabt so hat gehabt a breiten, was will ich sagen, a breite Unterstützung von dem Arum, was es gewähnt euch von draußen. Das heißt, lauf darf die Unterstützung, ich habe das zu a Guzme, nur es ist gewähnt a Sphäre, was hat der Losen euch von draußen, das zu wachsen sich von einem Institut für jeden. Ja, ja. Stark interessant. Es fragt Moshe Zachariah Becker wegen dem Unterschied bei die Denkers zwischen Ethnographie und Ethnologie. Ja, es heißt, ich habe schon gedacht, es heißt, bei Feinstein ist es given sehr poschet, ja, Ethnographie, das ist manchmal sammeln verschiedene Materialien und so weiter und Ethnologie ist schon es heißt eine Analyse, ja, und also ein Vergleich Wissenschaft. Interessant ist bei Feinstein, aber das ist eine poschete Lektie. Das muss man euch verstehen. Also die Sachen, was man, es heißt, befinden sich in der Jivo-Lektie. Das sind Lektien für ein breiteres Neulem. Also dort ruft der Klären sehr poschet. Es heißt, was ist der Unterschied zwischen dem und jenem? Und Avada in jener Tkufe benutzt man sich mit beiden Terminen und es ist nicht so klar und gegen dem Mamisch will euch kämpfen. Feinstein und das sieht man bei Seis, heißt also man probt zu systematisieren, zu katalogisieren. Хоть, למשל, man hat kritikiert heißen, also seine, es heißt, verschiedene Proben zu systematisieren, Glaubungen, Minhagim und so weiter, sind nicht ausgehalten, lמשל, sind ein bisschen chaotisch. Aber man sieht, also man probt zu schaffen, etwas als Struktur von der modernen Wissenschaft, sie weiterzuentwickeln, ist Trotz dem, was ich habe zitiert, habe ich nicht gesehen, keine Sachdefinition, also eine klare Definition. Und man weiß, dass in der Tkufe ist das noch nicht gewesen, der Banitz ist nicht gewesen, ganz ausgehalten. Und dass sie geworden, was einmal mehr vernäppelt. Ja, MS. Und noch eine Sache ist, also es heißt zudem, da gibt zu Feinstein euch Folklore. Es Folklore und das heißt, das könnt ihr finden allein. Es heißt in seinem Referat, aber er sagt, dass Folklore ist, es heißt noch, es heißt, das ist es heißt der geistige und das ist die geistige und teilweise euch die soziale Kultur von niedrigeren, noch einmal, das heißt der konservative Begriff, Schichten von zivilisierten Völkern, ja, verschiedene Legenden und so weiter. Und also Arum, Lloyd Feinstein ist das heißt, die folkloristische Wissenschaft ein Teil von Ethnographie, respektiv von Ethnologie, ob sie forscht mit vergleichenden Methoden. Bei ihm ist Ethnologie, es hat zu tun mit Vergleichen, ja, und das ist sehr klar. Das heißt, es schon versachen, vergleichen, verallgemeinern. Das ist bei ihm klar. Und Folklore ist ein Teil von Ethnographie. No? Das vernimmt sich mit der geistigen Kultur. Ja. Und eine letzte Frage, was das ist an meine Ohren. Es hat, ich habe gewollt wissen, die Monsters, das Michel ist herausgekommen, die Arbeit ist herausgekommen auf Ivrit. Euch, ja. Euch, Polish und Ivrit. Ja. Wie erklärt sich das? Das ist eine Frage. Ich habe gestellt, sag mir, Michael, das ist das Kind schon, weil ich habe ihm gesagt, dass es wird sein kürzer, die Lektie. Besten können erzählen das wegen ist mein Monsters. Segel. Verstanden. Erzählen wegen Monsters, als du endigst. Ja, es heißt, mir ist das
unklar. Hat euch gesucht an Arbeit. Das heißt, hat gedarf daraus geben, dem Doktorat kedei zu bekommen dem Titel. Das ist euch klar. Und hat gesucht Geld und Escher, ich weiß nicht, hat gehofft zu gewinnen eine Stelle in hebräischen Universität. Das heißt, ich habe zu wenig Dokumenten. Ja. Einstein ist Bichlal, das heißt, schwerer Fall, Mangel in Dokumenten. Choć wir haben, das heißt, man ist gefunden genug und sich getroffen, euch mit der Mischpoche, was das ist gewesen, ein wichtiger Moment für uns, euch. Mhm. Aber ich habe nicht kein Entfer, ja, weil es heißt, es ist klar von allen Dokumenten, was wir haben, seine Universitätsdokumenten, es heißt, Jiddisch ist gewesen sein Mameloschen und schreibt es ja, die Sprache Jiddisch, es heißt, Muttersprache, wenn man fragt, język ojczysty, auf Polisch, es heißt Jiddisch, Jiddisch, es heißt, das heißt, das ist nicht gewesen zu ideologische Siebes. Aha. Ist das ist unklar, aber efter hat gewollt getracht wegen einer anderen Möglichkeit zu gewinnen an der Stelle. Mhm. Nein. Carolina, die Zeit ist ausgegangen. Die Themen versteht sich nicht nur, das hat sich noch angehäuben, heißt es. Und wir freuen sich, was über den Meschach von die Comedy Kilometer sagen, 10 Jahre, wird mit Kuyen werden ein Programm, ein Projekt mit einem Programm. Und das wird sein sehr interessant, es wird sein sehr interessant mitzuhalten mit dem. Derweil, die, was lernen, es heißt auf Polisch, Mhm. können gefunden, ich kann öfter wegstellen dort den Link, das heißt, weil zusammen mit Anna hat euch geschrieben, wegen dem politischen Kontext und das ist manchmal sehr interessant, Mhm. aber es heißt unsere Biografie, also meine allgemeine Biografie, aber mit der Sachschöne Bilder euch, kann man gefunden Ja. online. Oh, Feinstein nicht, Feinstein kann man, es heißt, gefunden euch, es heißt, auf Akademie, auf Annas Akademie, also meine Biografie, was mir haben angeschrieben, Poschete Biografie, aber Chayesen hat man schon modernisiert. Ähm, Gut, ich habe das auch weggestellt, Herr Stitzer, die alle sollen kennen, sehen, die Mare ja, McCoy. Dank. ja, sind mir Meuchel, tak ja, vor dem Rasch, weil das Kind ist schon, Nicht, alles ist in Ordnung. Dank, Carolina. Und Dank für den Verändigen für uns die Serie auf 2024. Das ist ein außergewöhnlicher Dank. Stoff und ein Bei außergewöhnlicher der Verbettung und seit mir manchmal für alle technische Probleme zu dem ist gewesen ein bisschen balaganisch. Ich bedauere Chronisch sehr, bemerkt. Chronisch bemerkt. das Komedike mal wird sein besser. Es heißt, sie will sich freuen zu, wenn wir haben schon mehr, wir haben entdeckt mehr, aber ich warte auf eine und wir haben noch sehr interessante Materialien. Sehr gut. Ist das gewesen Der heilig Hemmschicht alles. kommt. Hemmschach kommt, verstanden. Sehr gut, ausgezeichnet. Dank, Carolina. Äußergewöhnlich. Äußergewöhnlich interessant. Sei mir gesund. Seid gesund.